An alle TÜV-Fahrer oder Leute, die es gerne würden, bitte zuhören. Wie komme ich jetzt da runter? Ich muss schnell ein Thema ansprechen, das ein bisschen unangenehm ist. Aber ich bitte euch, mir zuzuhören, denn es liegt mir sehr am Herzen. Ich weiss, viele von euch haben so etwas da auch, um einfach den Kopf abschalten. Nach dem Arbeiten, nach einem schwierigen Tag, können auf das Ding hocken und seine Gedanken einfach fliegen lassen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich ein schönes Gefühl. Aber ich möchte euch um eine Sache bitten. Seid euch bewusst, in was für einem Zustand das ihr seid, wenn ihr auf euren TÜV steigt. Schau Bro, schau Schwester, ich weiss, das Ding ist für ein paar von euch das Ein und Alles. Aber von keinem von euch darf das Ziel sein, auf so eine Maschine zu steigen, um das Leben, das aktuell gerade läuft, zu vergessen. Wenn ihr TÜV fahrt, sind mit dem Kopf bei der Sache. Ja, es ist auch für mich ein Ventil, um mal gehen zu lassen, absolut. Aber wenn man in einer schwierigen, emotionalen Phase ist es das Falsche, auf dem Ding 200 Bretschen auf der Autobahn. Geschweige denn 150 auf irgendeinem Waldweg. Und das Spezielle daran ist, ich verstehe euch. Wenn einem alles so anschießt und nichts funktioniert und man einfach nur ein Escape haben will, und das ist das Ding. An die Leute, die brüllend unter dem Helm gehen, Strassen bretschen. Ich weiss, es ist vielleicht nicht einfach, aber bitte Hand vom Lenker, wenn du emotional fährst. Weil ich glaube, ich muss der Biker-Community nicht erklären, wie schnell es gehen kann. Und darum auch, wenn ihr so eine wunderschöne Maschine habt. Ich sage nicht, fahrt vorsichtig. Ich sage, wenn ihr mit dem Kopf nicht da seid, fahrt gar nicht. Danke euch vielmals fürs Zuhören. Und danke, bist du da. Love you, Bro.